das ist schön von dieser Kirche, da wir saß, Bibelschulstudenten gehört haben. Und so, ich würde fragen, dass die würden alle nachkommen. Und ich habe fragen, was ich verehrt habe, was ich gerne will fragen. Und so sagen, was sie gehen wollen, vertellen von Bibelschule. Ja, wenn wir kijken dann, dat is wirklich in Verreich een ganze Streep junge Menschen, die sich uitmerken, naar de Bibelschule gaan en zich uitmerken om beter zijn, wo sie wollen, kann Gott dein in einen Weg oder einen anderen Weg mit ihr Leben. Und ich habe was Frauen, wo ich einfach Frauen mit von der Bibelschule, wo das ist, aber jeder einer soll dann ein klein bisschen berichten, was vielleicht der beste Bibelfach gewesen ist, was der beste Kurs gewesen ist, durch die Zeit. Und wenn sie große Beziehungen auf was haben, zu mitteilen, die sind auch dort zu tun. So, Ben, ich will mit dir hier anfangen. Vertel uns mal ein bisschen von das Leben in einem Jungsdorf und erst du wer was eine Jugend abposten hat. Ja, wir haben durch Hemeltern, die sind eigentlich uns Prediger sein Bruder. So, ja, wir haben eine gute Zeit gehabt, die haben eine sehr gute Arbeit getan für die zusammen Jungs, die wir wären. Wir wären da, glaube ich tell mir immer, ich glaube, wir wären ein paar 50 Jungs, durch. Okay, ja, typisch 50. Jongens, dat is wat we doen in de dorm. En obviously, wanneer er zoveel mensen zijn en het is als een huis, ik denk gewoon niet helemaal mijn weg, dat is ganz klar. Maar ik heb voor zoveel jongens als wat we doen, ik heb een goede tijd gehad en de hele had een zeer goede arbeid gedaan. En ik heb een goede gelegenheid gehad te wonen met daar zijn vrienden. En ja, dat was zeer goed. Okay, das ist nicht bloß eine große Stufe, das sind kleine Stufen, wo drei Jungs in einer Stufe sind. Nicht? Ja, das sind 3 Jungs in einer Stufe. Ja. Okay, sehr gut. So, wo wirst du diese Eltern können sein, kann sie so eine Sorge sein, wenn ihre Jungs in der Bibelschule fahren, dass wir da abposten, dass wir gute Absicht würden sein? Oh yes, ja. Der erste Abend, wo ich da war, ging in die Stube rein, schloss die Tau und die will mir nicht sehr gut, oder checkt mich nicht sehr gut an, so wir haben nicht Freiheit, die Stube Tau zu schließen. Und du kommst, wir haben daheim Eltern, so das ist ganz safe, du hast nicht viel Plätze zu tun, so ich würde sagen, das ist ganz trustworthy, jene Kinder die Hand zu schicken. Okay, sehr gut. Und was wird ein Bibelfach oder eine Klasse, was die sehr wichtig wird, als vielleicht nicht als ein Erstjahresstudent? Well, ich hatte zusammen die Musikklassen, wir ganz schön. Aber eine Klasse, die mir sehr wenig hat, wir Leben Jesu. Du hast viel von Jesus im Leben studiert, alle die Details, wir haben Commentaries und verschiedene even Websites, wo wir brauchen um die von Jesus die Geschichte zu studieren, wie an Details. So mir wird sehr wertvoll von das lohnt alle du sollten und krijg wat wirklich dort durch und dann veel meer Details, wat we er angehen und das studieren. Und die Dramas, was wir müssen studieren, was kriegt da durch und dann ein Drama merken von dort. So, das ist something, was mir finding und wo ich viel gelernt habe von Jesus. So, die Details, was ich nachher auch da habe. Okay, Dankeschön. So, weil ihr Mike mit Katharina reden. Katharina, du als ein Erstjahresstudent, was wird anders, was du gedacht hast, was das wird sein? Wow, das ist niet kan dan. Ik vertaal mijn andere mensen vertalen. Ik voelde aan met de idee dat ik met mijn zuster meer aangaan. Ik ben niet veel vrienden meer, maar de laatste weer als er ging mij heron, denk ik had met andere vrienden zijn. Oh, competition. Ja, want ze sport winnen, dan hebben ze mij wegen, we gaan allemaal irgendwas te lachen. En ik geloof dat we anders als ik gedacht had, dat als nicht einmal das, die denken, dass das nicht möglich ist. Okay, sehr gut. Und was wird eine Klasse, was du das die gleich hast von all die durch? Das wird eine neue Klasse, glaube ich, der heißt Life Management. Der Klasse gleich gründlich sein. Das wird meine Favorite Klasse. Wir haben die anderen Studenten, die alle traurig gemerkt, dass sie nicht an der Klasse wieder hineingekommen. Aber
Wat mij dat zo interessant maakt van de klas, de vertel van meerdere topics, de vertel van waar met geld om te gaan, van relationships en van waar du kost first impression geven wat een goed is. Dat zijn alles zo'n dingen wat mensen helemaal really worden van vertellen. Dat zijn zo'n dingen wat we in ons leven hebben, maar mensen willen de helemaal tijd nemen, om te moeten nadenken en dat duidelijk meer aan dat al die kleine details matteren dan. Okay, sehr gut, Dankeschön. Anna? Ich verstehe, je hebt allemaal Gebetsgruppen durch die Bibelschulzeit en ook een disconnect weg. En dan dit jaar had je nog een ding wat ik geloof niet, ja, dat niet weer, dat we die anderen leiden Gebetsgruppen. Vertel ons een beetje van dort. Wat zijn dort van dingen? So, voor wie du aankomt, dan kan ons aan grippen geduld. De jongens melden zijn op wat. We zijn gebetsgrippen van 5 bis 7 mensen aan een grip. Gewoonlijk, we doen allemaal, ik geloof het ondersteunen wat we hebben, wat we helpen komen dan aan een weg. En dan, de mensen hebben tot verschillende andere grippen, maar het is wie duiden, het is mijn grip, de leraar wordt eruit als wie duiden alle om zich ans testimony sharing en dat we een goede weg waar we kunnen connecting en ons om zich beter kan leren. En dan van een van de stunden dan dat we ons like we hadden gebetspoint waar we dan even beden duiden en dat we een zeer goede tijd because dat we voor mij weer een denk waar aan de derde weg tien had waar niet zo schijn gaat dat wordt ik naar waar die opbouwen en naar weer gewoon derde weg. En ja, we gaan disconnect week. Dat is een week waar we doen, waar we hebben de opportunity om onze phones ter zijlijn en dan moet ons de buitenste wereld teruglopen en moet focussen op wat doen we really, hoe zijn we hier en moet tijd nemen voor God en beden. En de mensen hebben gelegenheid van maandag aan te forsen en wat daarna gelijk als dat. Some mensen doen niet wat ze doen, maar daarna dan doen we alle. Dan alle mensen wat er aan campus zijn, doen die dan forsen. Ook forsen en beden. En dit jaar, zoals hij zei, we hadden something bijzonders. We hadden een gebedsgarden. Die hadden een grote gym. En toen ben we dan volleybal spelen. En toen hadden we wat opgesteld voor deze dag, voor deze daarna wat we dan beden en forsen doen. We kunnen daar den garden gaan. En dat is zo interessant als dat horen. Het is een paar dingen wat er horen, als is, voor example, op een steed horen den speel, en dan kun je die salts reflecting, die kun je aan spelen aan checken, en dan checken, wat was die salts, wat kost die zijn wanneer je aan spelen aan checken is. Nee, ik kijk nog een beetje even de les, even wat de mensen de hand geschreven hebben, en zo veel mensen die kunnen best verbreken hebben en zichzelf zijn, nee. En in de garden ging like this weer, de hadden dol sections met een dol dingen, wo die kus, op einer steht wir die kus beten für in unserer country, ne? Wings vielleicht gehen da eine Zeit, wo die Lieden machen, wegen sie Christen sind, oder die kus also reflecting an, wo die das Schild von, ich glaube, nach heute sagt, dass das Schild, wo die kus antragen, von den Glauben, und die kus gucken, wovon Tool fehlt die nu abzuheben und zu gehen, ne? En dat weer een doodsection. Ik kan niet krijgen en gehouden hoeveel dat weer. Dat weer in de wees dat weer zo wonderbaar, like zo wunderschön, wat het weer. Die kus tijd nemen voor die salz moet kijken. Wer was die? Wat is die? Wat was die aan leven? Wat was die haar? Nee. En zo ja, dat is wat we houden dit jaar en dat we zo fijn. Okay, dankzij. En wat weer een klas wat die wird vol weer dit jaar? Ik geloof mijn Wasserklas, wir kriegen was so hat, wegen du kriegst es so sehr, du sind so Dinge, wo ein Leben, wo wir nicht vertellen, eben, ich gleich klar hätte kriegen, ne? Aber ein von den anderen Klassen, wo ich sage, gleich, dass wir Intro to the Bible, da hat, wo hat, auf die schon war? Anleitung to the Bibel, gleich heute sagen, ne? Auf die. Op die. Ja, das ist gleich heute. Die Klasse gleich, ook gratis zijn. Wenn de leraar, die merkt dat dikwijls, wanneer je een vrouw hebt, en dus, ik geloof het bijzonder zijn mensen als wij zijn, we komen in een community, waar we niet zo van al zo'n andere dingen vertellen, van de Bijbel vertellen, en al die dingen wat er aan de wereld zijn, niet? En die
he put a meaning to everything. Like this, when du niet een boom zijn, de boom heeft een story, nee? En dus ik wil nergens niet gaan en die en die kijkt ze story. So dat is heel interessant. Okay, sehr gut. Justina? Was würdest du sagen zu denen, die vielleicht denken, an der Bibelschule gehen, und würdest du an Mut sprechen, nach der Bibelschule zu gehen? Was würden ein paar Dinge sein, was du würdest Oh ja, ich würde wirklich sagen, moeten spreken, dat is tot ganz weit hand voor. Für mich personally, wenn du die anstrengend ist, du kannst Sachen glauben wissen, du kannst die Vollsachen an den glauben, dass du nicht warst Fuß verscharen. Und ich wird onder abcamp am glauben, dass du warst Fuß du haben pflegen und alles dort. So dat is Bibelschule als een sehr guter Weg zum Wissen, even though du machst die anstrengend, wenn du weißt. Und du kannst doll von Gott lernen, du kannst die Bibel lernen. Dus dingen lernen an der Bibel und von Gott, was du verhebst, niemals nicht hast du was. Und dat is wirklich viel wird, die Bibelschule zu fahren und mehr von Gott lernen und Verständnis kriegen, was Gott alles am Leben tut und in der Bibel, was uns herlassen hat. Okay, und was wird dein Fach für dich? In der Sache von der Klasse, was ich sage gleich, die werden actually zwei, aber ich werde dann von Hermeneutics reden. Die Klasse, du lernen von, wo die Bibel uitleihen, alle Prinzipien, wo die Bibel recht uitleihen, dass du nicht bloß groß, das Fern, dass also Menschen, die haben verschiedene Ideen von der Bibel uitleihen, und dann kannst du nicht bis irgendwo dran, bloß die anwenden, bloß die posten dat, aber die kannst dort anwenden, das dort am Leben fehlt. Das Gott das will haben. Das ist eine Sache von der Klasse für mich. Okay, danke schön. Lilly, vertel uns mal ein bisschen von wo dort Leben in einem Mialesdorm ist. Und so hast du auch, wer wird nur die Miales abhosten hat. Well, wir sind 57 Miales, alle in ein Dorm. Aber der ist so angereicht, dass wir dann alle anpassen dann. Wir brauchen irgendwas tun. Und wir haben eine Hermane, eine Sarah Giesbrecht. Das ist eine Sarah, ich heule mit dir. Und ja, sie posten uns ab. In einem Mialesdorm. Du musst wie einen anderen lernen. Like, du hast gar keine Option. Du musst bloß. Und das ist so schön. Wir haben Leute zu dann vertalen nach einem Mialestaub. Und dort ist die Zeit, wo wir können eine tiefe Gemeinschaft haben. Und mir hat es sehr schön gegangen. Und ja. Okay, und von Bad halt nicht hier. Hast du noch eine Regel, wo jemanden schlucken gehen oder wo jemand abstehen oder sind die an Regeln gebunden noch irgendwo und dort? Habe ich so dass irgendwer dort wird sein. Ja, wir sind an der Regeln gebunden. Wir machen klar 15 Minuten vor 11 machen wir ein Bad sein. Aber fangen die das Bad auf. Aber irgendwann wenig und die schlucken gehen, dann machen wir den nächsten Tag abwaschen. There you go. Und wenn dort nicht eine Strufe ist, dann wasch vielleicht machen. Schon bizarr. Okay. Und was wird dein Favorite Fach? Mein Favorite Fach wird vielleicht Bibelstudium. Dort ist die Klasse kriegt für Hermeneutics. Und well, das ist der Stab für Hermeneutics. Und wir lernen erst die Bibel to observe, and then to interpret, and then apply it to your life. And wenn wir es dort tun, dann ich habe geleerd dort, wenn wir es dort tun, dann können wir die Bibel recht uitleihen. Und dann bringt die Bibel Meinung in ons Leben an. Und es steht, wie dort wir proben Meinung in die Bibel an zu sagen. Dankeschön. Conrad ist ein Graduant, er hat fertig gemerkt.
Aber vertal uns mal in großen Ganzen, wenn du ungefähr 20 Stunden Werk hast in einer Klasse, was du warst, das ungefähr, was jemand handelt, der Werk nicht, durch die ganze Zeit. Und es dort alles, was die dort tun, oder muss sie noch mehr studieren, ohne sie. So, de hand ik dat moet eigenlijk ongegaan. Wanneer je 20 Stunden eine Klasse beim Best, dann, dat er nicht bis einmal kost viel sein, dann hast du noch einmal für jede Stunde Klasse hast du 2 Stunden Homework. So, in großen Ganzen halt dann 60 Stunden Schularbeit, wo ich dann der Werk würde von ungefähr dann. Das ist ja verschieden, tun wir einzig, da kann Tragposten, aber sehr viel Homework, studieren, an der Library gehen, die Bücher holen, Bücher lesen. Ich hatte das Jahr, ich glaube, etwas vor diesen Seiten, wo ich muss lesen, von verschiedenen Fachen, so dass wir nicht ist, dass einer was kann haben für Vacation. So, wenn du das Wort studieren, dann musst du was schreiben, um das anhängen. Als du bloß eine halbe Seite, oder haben die Regeln, wie dort wie viel ungefähr muss sein. So, da sind dann verschiedene, das ich habe Hermeneutics auch. Und du musst für jeder Werk 500 Seiten, nicht 500 Seiten, 500 Wort, jeder Werk anhängen. Und dann habe ich viele Reports, da würden dann sein, für ein Jahr Dollar. Und da habe ich viele, wo ich über diesen Wert habe, oder 5 Seiten lang mit 300 Seiten lesen, oder 250 Seiten lesen, muss ich Notes nehmen und dann Report schreiben, kriege ich an den Fach oder Bücher oder was immer. Okay. Und wo wirst du da sein, was hier, du bist ein Graduant, du hast vorher gemerkt, wo wirst du da sein, was hier nicht mit sie tun? Wirst du ein Tau tun, das auch zu tun, oder was wirst du sein? Well, ich würde sagen, da haben alle den ersten Schritt genommen. Die sei ja hängen gewesen, die Leute bis nach fertig merken. Ich glaube, für mich ist es eine Experience was. Und Band hat ein paar Mal gewusst, was ich will. Ich will das sein, Dale. Ja, it's really good. Bis fertig merken, den ersten Stopp, die Hand geht nicht einmal not gemerkt, dass bis nach Kunst. Schwamp es wieder, hm? Ja, schwammt es wieder. Okay. Und wo wir den das Fach das Jahr? Well, zuerst will ich sagen, Life Management, da hat einer. Und dann habe ich gesagt, okay, what will we next? Dann wieder Introduction to the Bible, noch einer. Dann will ich sagen Hermeneutics, noch einer. So, ich war dann meine Nietengeschichte sagen. Wie ich das lernen, das sind 4 Jahre, wo bis 4 Jahre kennen. Und ich das lernen, von wo die schon mal angefangen haben, oder der ganze Glauben von also fangt ganz von Jesus an und die bringen uns ganz stark, weil der erste Tag ist gewesen und dann kommen wir bei den Katholiken mit dort alle und dann mit den Siemens und wo wir dann sind von Holland und Russland und alle Wegen auf der Welt, wo immer wir dann angetragen sind, dort alle studieren, sehr schöne Klasse. Okay, Dankeschön. Haben Sie noch irgendeine Frage von dir für irgendwem? Wenn nicht, gebt ihr einen Round of Applaus für. Jemand noch mehr warten. So, weil ihr euch heute noch ein Dankeschön sagen für die Unterstützung, die ich reden habe. Mit vielleicht auch einen Applaus geben der End. Ja, well, vielen Dankeschön für Matthieu. Das war han gebeten gedei wat bij Bibelschule. Und jetzt so nicht gleich sind die alle abgerichtet, ja wel. Aber hier soll noch was drin bleiben nächstes Jahr, für die 3 Monate, das ich will hier nicht allein sein. Ja, nicht kann ich gut. Und nicht gleich was der Singgruppen abkommen nach zum Singen. Testing. Maurice hier en Ola. Welkom iedereen hier is Maurice. Ik wil nog een paar Verse lezen van Psalm 51, 10, 11 en 12. Ik wil die op Engels lezen. Dat zegt, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with a willing spirit.
So, wir wollen mit Ihnen über Lehrer singen, stut weil ich ab, da wir top anbeten. Dank und Recht will ich singen und danken dem Herrn, der so gut ihm Ehre und Anbetung bringen für alles, was an mir tut. Oh, ewig seid ihr, Herr
Gott, wasch mit mir gut. Oh Gott von Fried, hab ich gefunden, wo immer ich noch sein. Bring's all meine Weg, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Lieber Jesu, du bist hier, also met wat de Bibelschullehrer metgeduld haben und was wir hier gesungen haben, wie dann sagen, lieber Jesu, du bist hier. Lieber Jesu, du bist hier, lieber Jesu, du bist hier, lieber Jesu, du bist hier bei uns. Lieber Jesu, du bist hier, lieber Jesu, du bist hier, lieber Jesu, du bist hier bei uns. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Glücklich wollen wir sein bei dir, glücklich wollen wir sein bei dir, glücklich wollen wir sein bei dir, dort bei dir. Glücklich wollen wir sein bei dir, glücklich wollen wir sein bei dir, glücklich wollen wir sein bei dir, dort bei dir. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Unser Loblied schallt hervor, unser Loblied schallt hervor, unser Loblied schallt hervor, dort bei dir. Unser Loblied schallt hervor, unser Loblied schallt hervor, unser Loblied schallt hervor, dort bei dir. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Und wir sehen dich alle Zeit, und wir sehen dich alle Zeit, und wir sehen dich alle Zeit dort bei dir. Und wir sehen dich alle Zeit, und wir sehen dich alle Zeit, und wir sehen dich alle Zeit dort bei dir. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, unser Gott. Ja, bevor wir wieder gehen, wollen wir uns heute nicht zum Gebet noch einmal. Lieber himmlischer Vater, wir kommen für dich und Vater, wir danken dir für diesen Tag. Vater, wir laden dir an, dass du musst mit uns sein, dass deine Leute, deine Gegenwart einfach hier in unserem Mund muss sein, musst du reden, durch dein Wort von dir, da beten wir in deinem Namen. Amen. Als ich anfange, über diese Zeit zu denken, wir sind eine Passionszeit hineingekommen, durch diese Zeit für Ostern und Stelle Freitag, was allgemein betekent als Passionszeit.
Und besonders, wenn ihr an denkt, wo Jesus von Galiläa rauf anfängt zu gehen und heute kommt in Jerusalem, sich Reute merken für dort, was er wird tun am Kreuz. Und so, das ist eine Zeit, wo wir band sind. Und sag ihr, das denken und über beten und so weiter, lädt Gott mir ein Thema ab dem Hort. Und den Thema von der ist einfach gesagt, dass der zwischen Himmel und Erde. Wenn wir denken dann zwischen Himmel und Erde, der Gedanken, was ich mit dort rüberbringen, passiert wird. Der Mensch wird 100% mit Gott verbunden, als der an Gott Eiden wird. Aber dann passiert wird, der Sinn kommt an die Welt an. Und der Mensch wird getrennt von Gott. Also zwischen Himmel und Erde wird eine Trennung. Und deswegen wurde ich den Thema da war gesagt, zwischen Himmel und Erde. So, und du wirst eine Trennung. Also, wo ich will den Gedanken besser von dir rübernehmen, ist, dass die Trennung als drei durchgestellt. Der erste war ein Taubgebung. Der ist nicht fertig, wie wir haben wir fertig war, nur durch einfach war mir Gott sagen, okay, der Seite ist nicht fertig. Jetzt die Trennung als die Wache ist ganz fertig, der ist durchgestellt. Was ich meine, ist wie haben eine Verbindnis mit Gott, aber wir sind noch nicht durch. Wir gucken nach Fertig. Aber Gott sieht, der ist open, das fertig gemerkt für alle Mann. Der Mensch, das ich sage, der wird einfach getrennt und der wird ohne Gott wird er einfach nicht. Und ich will von dir, was der Bibelversen lesen, ich will nicht sagen, und bloß Krieg und ein Bibelvers mich holen von dir, aber ich will versuchen, ein Thema Rüte stellen für uns, von dir, und was er reden soll, wird am nächsten Sonntag nennen und wieder. Aber wir haben mit was Bibelversen angefangen, und die fingen wir in Römer 3, Vers 23, sehr bekannter Vers für die meisten Menschen, glaube ich, all. Und wenn nicht, dann ist von der Zeit, den für die auch frisch zu hören. Und da sage ich in 3 Vers 23, sagt es das, du hast keinen Unterschied, alle Mann hat gesündigt und kämpft durch unter Kart, was er wie Gott sein soll. Also du hast kein Mensch geblieben, was nicht diese Versöhnung, diese Verbindnis fehlen wird, was du wird. Like, diese Trennung, diese von zwischen Himmel und Erde, wo das auf ist, dort, Gott hat das dahergestellt, aber das braucht dort ein du uns mit ihm dann noch versöhnen lassen. Aber ohne diese Versöhnung, ohne dass das passieren wird, wo wir wieder von reden, dann bleiben eigentlich nach einmal durch das zwischen Himmel als eine Trennung. Even though Gott hat das dahergestellt, aber wenn ich nicht mich versöhnen lasse mit ihm, dann bleibt er durch für mich, erst dann, wenn du noch einmal getrennt ist. Das andere ist in Kolosser. Vers 21. Du sagst, dass es steht, die selbst werden vorher Gott fremd und haben, ich will einmal anfangen, die selbst werden Gott vorher fremd. Und dann ein schlechtes Leben wie Gott feindliche Sonn. Nicht bloß, die sind aus Traum, nicht bloß wir an Sinn geboren, aber die Bibel sagt, dass wir an unseren Sindeln Natur wie Gott feindlich. Also, wenn wir uns Gott hingeben, dann ist uns dort gehen an, was Gott uns geben will. Wenn irgendwer uns von der Bibel vertrauen will, wenn wir noch einmal bis in das Leben bleiben wollen, dann ist uns dort gehen an. Und dann sagt es hier, wir wären Gott einfach feindlich. Also dort, wo ich deut wird, gegen Gott. Und der andere fing wir in Epheser 2, Vers 12, wo ich will lesen. Bloß ein paar Gedanken hier mal rüberheben, bitte den Zustand wiesen, wo wir ban werden und wo wir ban sind ohne Jesus. Und wenn diese Passionszeit, diese Zeit, von wo Jesus auf die Erde gekommen ist und hat den Priester geteilt und Kreuz, bloß haben wir uns einmal ein frischen Bild abwirken, ein Bild wiesen, wo wir unarm sind. Und dann sage ich in Epheser Kapitel 2, Vers 12, sagt es, die werden dann ohne Christus und an Gott sind voll wie fremd
Und was Gott und Israel gemerkt hat und gesagt hat, ihr könnt nicht an. Die haben nichts zu hoffen, die wären ohne Gott in dieser Welt. Also hier bringt ein anderen Gedanken nach Rüd, besonders ist wie, einmal dann, falls ich so wie Mennoniten bleiben, wir haben auch noch das besondere Reich irgendwo, da wie noch ein besonderes Volk sind wie Gott, dass Gott sich zweifältig gewählt hat und wie Mennoniten wir noch eins. Das stimmt nicht. Gott will sich ein Volk, und da wieder Volk Israel, durch den will er diesen Erlöser, diesen Rat in die Welt anbringen, was Christus ist, kriegt er, was sein Leben geben wird. Aber wie werden wir Part von irgendwas von dort? Die Bibel sagt, das ging uns überhaupt nicht an. Dort Part, aber wo dankbar kann wir sein, wo schön kann wir sein, wo schön ist das, dass Gott aber dort geplant hat, dass er will das Volk Israel was brauchen, um diesen Plan zu erfüllen, wo ich Luther würde anpassen. Wenn er sagt, auch in den ersten Kapitel oder zweiten Kapitel, ja, dass er von den Gruppen zwei, die werden durchgemerkt eingemerkt davon. Also, so soll ich sagen, der Mensch wird von Gott eigen, aus der Durchsingen wird der Mensch getrennt. Der Mensch wird ohne Gott. Der Mensch hat nichts zu hoffen, der Mensch hat nichts zu Pferdeweichtigkeiten, wenn dort nicht wird, dass Gott diesen Plan hat, was er hat von Anfang von der Welt an. Aber er fängt seinen Plan an der verschiedenen Menschen an. Er fängt an mit dem, dass er mit Abraham, was ich ein Beispiel nehmen, er raubt sich an und er hat ganz besondere Versprechungen durch Anmerken und so wieder, dann Luther durch das Volk Israel. Und dann auf einmal, dann kommen wir bei so einer Stelle, wo wir kicken im Alten Testament, dass er durch ein Heiligtum abstellen wird, wo er auf dieser Erde sozusagen ein Heilige Stadt abstellen wird. Und was wir dort, da wird Fernsehen, wenn er einen Tag da Zeit hat, um noch wieder nachzustudieren und man kriegt die Details von dort wieder gehen, aber ich will von dir auch nicht wieder in Details gehen. Aber was wird, das hat im Alten Testament beschrieben, der besonders durch die Wüste, du haben sie ein Zelt, was sie merken, in Durban, wie die Bundeslade, was Gott hat abgeschrieben, wo die soll gemerkt worden, in Durban, Luther, wie dann, dass die 10 Gebote werden in der Bahn, du wie der Stock von Aaron, was du rein utgeladen hast, der wird in der Bahn, der 3 Stock läuft einfach rein ut, und dann wird auch noch von der Mana, was sie in der Wüste jeden haben, du wird auch eine Korn mit Sonntebahn, und dort wird ein Ding, was Gott hat gesagt, kriegt, wo das soll gemerkt, und du sollen 2 Cherubim hergestellt werden, und dort wird das Allerheiligste sozusagen, und du sollst eine Gardine getragen werden, und du verkommst, du musst alle Tag, so morgens zu uns mussten diese Lieder ein Opfer tun, ein Sündopfer. Aber einmal im Jahr muss der Priester erstmal, der Hohepriester erstmal muss das Sündopfer durch verkommen tun, dann muss er mit Blut durchhängen gehen und dann durch mit Blut sprengen für die Sünden, die dem Volk Israel sozusagen begonnen haben. Alle Jahre muss das passieren, wahrer und wahrer. Und ich fand das interessant, weil Gott even den Platz beschrieben hat, als er seine Worte soll sein. Wenn die in der Bibel haben, in 2. Mose Kapitel 24, Vers 17, und wenn die in der plattdeutsche Bibel haben, du hast das ein Wort in Hochdeutsch und hast ein anderes in Englisch sprechen auch. Ich war bis kurz sagen, dass auf Plattdeutsch sagt, ein Versöhnungstag soll, wie auf dieser Bundeslade boven, aber auf der anderen Sprache, dann sagt er ein Genodenstell. Also war das ein Genodenstell? So, da wird eine Stadt, wo sie hingehen, wo sie immer waren, mussten diese Opfer bringen, die Büter kommt, und dann bei dieser Wand, was sie gemerkt haben, von sich durchhängen gehen, und du musst sie frisch alle Jahre dort tun. Also frisch, die kriegen frisch genug sozusagen für ein Jahr. Dann kriegen sie wieder frisch genug für ein Jahr. So, da wird durch ein Genodenstell, was sie einfach durchhaben, was sie mussten immer weiter durch nach Hand gehen. Ich wollte ihn mal lesen, 2. Mose Kapitel 24, 17, sagt das steht auf Plattdeutsch, dort Versöhnungstag soll für die Kirche soll die von reiner Gold merken und ein 4. Teil mit lange und ein 3. Teil mit, hier hat sich der Computer irgendwo mit dort angedun, abgemacht, lass mich muss schwer in der Hand blättern. 2. Mose Kapitel 2, Vers 25.
2. Mose 25, 17, weil wir da mal einmal lesen. Das sagt, das Versammlungstag soll von der Kirche soll die von reinem Gold merken. Und von ein Viertelmeter lang und 3 Meter breit. Ja, dann stimmt das war, wenn ihr mal reich lesen, nicht? Aber ja, so hat den Mut gegeben, aber eine Wehe, wo ich nur haben will, das nicht so sei, der Mut, wo einmal erst, was ich will, betegnen dort Tag soll und so wieder dort soll, sag ich hier im Versöhnungstag soll, aber ab anderen Sprachen sagt dort, das ist ein Gnadenstuhl. Also, das ich sagen, wo die Hand kommt, wo sie alle Jahre frisch mussten hingehen, und du könntest bloß einmal hingehen. Das sagt, wieder sagt das hier, und 2. Mose 26, 33 sagt, redet noch Krieg von dieser Bundeslade. Und du sagst, das ist das. Und Vers 33 sagt, häng die Gardine und die Jackes und stell die Kiste mit den Geboten du hängen. Die Gardine wird das Heilige, die Gardine wird der heilige Stuhl von der allerheiligsten Stuhl untereinander teilen. Also du wirst eine heilige stehen, dann wird er nach allerheiligsten. So du wirst, was der Handmerken deuten, was das alle in neun teilen deut, was das Apportsaten deut. Und du kannst die Priester bloß einmal das Jahr hingehen. Du kannst bloß einmal das Jahr hingehen und du Blut sprengen, du unter diesen Gnadenstuhl gehen. Und dort der Fall Israel, so ich sage, dass der einmal das Jahr frisch war genug gewesen. Man sagt, alle da auch tägliche Opfer mussten tun, aber das muss trotzdem einmal das Jahr passieren. Aber mir hat nu diesen Gedanken ein bisschen zu shiften. So, das wird ein Alten Testament, das wird ein Alten Bund, das wird was passieren, dass für Jesus auf dieser Welt boven wird, wo die immer waren, die Juden, das ganz, aber du immer mussten tun, ja, wir wollten die Kirche wird über den Fach gekommen und sie haben einen Tempel gebaut und die wird einmal durchgebracht von Nebuchadnezzar und dann Luther wurde von Herodes frisch eingebaut und heute hat aber noch alle verschiedenen Verschriften, was sie hatten, gebaut, war frisch ab, das Allerheiligste durch. Und der Tempel wurde gelootet, war durchgebrannt, aber jetzt, nu durch die Zeit, die aus das geschrieben wurde von den Hebräern und so wieder, dann stand der Tempel noch. Die schrieben weit von was er ungefähr geschrieben hat und wo er dort andrehen und das Bild will brücken von Jesus Christus. Und wenn ihr kijkt dann in Hebräer Kapitel 9, Vers 7, wenn ihr die Bibel habt, dreht durch an Hebräer 9, Vers 7, sagt es das. Aber an das Allerheiligste ging bloß der Hohepriester einmal ein Jahr nennen und dort niemals ohne Blut. Das Blut opfert er für seine und auch für dort falsch sind, von der sie nicht wissen. Also sei wie dort das, er muss selbst für sich opfern und dann kann er hingehen und dann durch dort Opfer bringen. So, das ist ein Hohepriester, einmal das Jahr, das wird wird. Aber nu, wenn wir gucken, dann Jesus, der ging dahin einmal und für alle Mal. Einmal und für alle Mal. So, wenn wir gucken, dann in Hebräer 9, von 11 durch 12, du sagst, jetzt ist das. Und Christus, als Hohepriester, war dort Peter gekommen. Dort nu all hier ist. Durch dort gerade ein vollkommenes Zelt. Dort nicht von Menschen gebaut ist. Und auch nicht von dieser irdischen Welt ist. Er ist auch nicht mit Blut von Kasen oder Kalver in dort Allerheiligste hineingegangen. Er ging mit sein eigenes Blut in für allemal an das Allerheiligste nennen und hat uns eine ewige Rettung geschaffen. Also hier sehen wir nun, das, was Jesus getan hat. Er weiß, wo die Priester einmal mussten hineingehen, einmal mussten den Opfer bringen, Entschuldigung, einmal mussten den Opfer bringen, aber nun sagt dort, das Hohepriester, das Christus, das Jesus, wo wir nun fertig waren, was sein Leben und Kreuz geben deit, da durch hingehen mit seinem Blut, mit einem Blut, und er mögt ein ewigen Bund, was immer bestehen bleiben deit, und er das einmal und für alle Mal, das wird nicht, dass er sich immer war, mit Kreuz gelassen, aber er ging durch einmal hin, und einmal und für alle Mal. Und du habt ja wir uns verloren. Und dann sagt er, dass ich würde noch einmal in 12. Vers lesen, sagt, und er sagt nicht mit Blut von Kasen und Kalver
en dat Allerheiligste aangegaan. Hij ging met zijn eigen bloed. En voor allemaal en dat Allerheiligste aan en heeft een eeuwige Radung durchgeschaffen. Also da ist er aangegaan. Hij heeft nu een eeuwige Radung durchgeschaffen. Dort wordt vorher weer de oude Bund, dort wird immer wahren. Aber nu hast du aangegaan en hij heeft een eeuwige Bund, eine eeuwige Radung durchgeschaffen für mich und für dich. Nu dürfen die nicht mehr durch gehen und dort war down. Hij heeft den abgehoben. Und wenn einer an Hebräer Kapitel 9 dort wieder studieren, dann redet von dort ein Testament, also ein Wort war für ein Testament. Ein Testament, das wird abgeschrieben worden, was soll passieren, wenn du wach bist, keiner. Und er sagt, du hast ein abgeschrieben, aber das kann nicht vor dich, das Testament wird immer vor dich, für die wach gestorben ist, da wo das gemerkt hat, für den wo das ist. Das geht mir dann in Erfüllung. Solange die Person, die das abgeschrieben hat, ja, ist dort noch immer nicht in Erfüllung. Das ist nicht vor dich. Bis die wach ist, und dann geht das in Erfüllung. Und das wird halt mit den alten Bund, die Gott bloß wiesen, was er wird tun. Und nu ist dort alle Bund ist, nu ist die wach gestorben, nu ist ein neuer Bund, den wir an Jesus Christus haben. Und dort ist einfach, dort er hat den an den Allerheiligsten angegangen und heißt du mit seinem Blut angegangen und dadurch dort besprechen, was alle Jahre muss tun. Als ich über das dann denke, dass Jesus das einmal und für alle Mal getan hat, ich stelle mir das Bild so vor. Zum Beispiel, der Priester ging immer daher mit seinem Blut und er besprechen das, was er soll besprechen und so weiter. Nun ging Jesus mit seinem Blut selbst daher und er besprechen das. Und dann sagt Gott auf einmal eine Tooling für immer. Und unterdenk erst, der Tempel, du wir mussten hingehen, ich weiß nicht, wer von Ihnen weiter du eine große Gardine verhängt hat. Da wird gesagt, der ist 60 so hoch und 30 so breit. Das ist eine große Gardine. Und es sind mit verschiedenen, wo dick sie glauben, aber einer sagt 3 Zoll dick, der andere sagt 4 Zoll dick. Also da wird eine größere Gardine, als was wir haben, und wird eine dickere. Und das wurde hängen gehen. Also da wird eine dicke Wand sozusagen zwischen, das wurde Priester allgemein werden und das Allerheiligste, wo sie einmal anging. Und durch Jesus nennen und er besprang das durch und merkt die Tooling einmal für alle Mal, du bist den Genudensthron. Heute du bist den Genudensthron, wurde erst einmal bis gegen Tooling merken, du da sagen, ich das ganz betult. 100%, fertig, betult und das ist fertig. Und als der Tooling erst gemerkt wird, ganz voll ab und fertig, als Jesus an Kreuz hängt, als er durchsieht, die Tooling ist gemerkt, fertig, it is finished, dann passiert was. Und was, glaube ich, passiert? Du passiert, was sehr wichtig. Und wenn wir gucken, dann ich will ein Vers von der ich dann in Matthäus lesen, und da sagt es das, in Matthäus 27, Vers 51, wenn du die Bibel hast, Matthäus 27, 51, in Weitje, der Gardine im Tempel reit vom Boven bis unten und nein. Der Erd schattert und der Steine spalten. Also nu diese Gardine, die wird das Allerheiligste durch so ein Port holen, wo wir keinmal hinkommen können, wo bis die Priester einmal hingehen können und einmal eine Tooling merken, was zu sein. Du gehst Jesus hin und er betont das einmal für alle Mal und das Gott die Tooling er sagt, dann sagt er, weißt du was, nu hast du gemerkt, ich riet diese Gardine durch 2 und das ist interessant, ich denke, dass er nicht von unten nach, dass die Bibel sagt, dass er von oben rauf, dass Gott checkt nur das Opfer, was Jesus gebracht hat, und er sagt, das fertig, nu kann die Gardine durch wachstellen. Er wird sehen mit dir. Und was meint er dann für uns von dir? Was bedeutet das, was Jesus an Kreuz getan hat, da wird der Blut, was er gegoten hat, da wird er in den Genudenstell gegoten hat, und hat du betont einmal für alle Mal und hat die Gardine wachgenommen, sodass er in Duhan nu ein Vertrag gekriegt. Ein besonderer Vertrag, und wir haben einen Vertrag gekriegt, nu selbst nur in den Genudenstell zu gehen, und mit unseren himmlischen Führern und durch den Heiligen Jesus, noch ein anderes Thema, aber mit ihm taub du eine Gemeinschaft haben. Nu kann ich selbst durch gehen. Selbst mit ihm das durchreden, was mir am Hart liegt. Also nu denke, es wird mich zu frei, also denke, es wird mich nicht frei, und denke, was ich nur sehe, aber wir haben direkt nu ein Verhältnis, nu das zwischen Himmel und Erde, wo 2 wird. Dort ist versäumt, das war der 3 durchgestellt und fertig. Dort hat Jesus und Kreuz getan.
Dat de gordijn is niet waag. Dat zwischen Himmel en Erde, wat door de zin, wat er zwischen hangt, is bedoeld. En die haben nu direct access zu diesem Genodenstuhl, wo wir ja nicht haben. In Römer 3, 24, 24 sagt es dit. Check Gott an der Reich, er redet hier von Jesus, und schenkt Gott an der Reichforderung und Genot, durch die Radung, der in Christus Jesus ist. Den hat Gott rüt gewählt als ein Genodenstuhl, wo durch Christus im Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist. Wenn wir an Christus glauben, Gott seine Gerechtigkeit soll durch für den Tag kommen, dort die Sünden Vergebung für den Tag kommen, dort heu der Sinn vergeben, der unter seine Geduld geblieben wird. Also nu sagt er, nu habt ihr Jesus Christus da angestellt als ein Genodenstuhl, wo ich direkt hingehen kann. Der Gardin ist da weg. Die Geschichte von Sinn, was zwischen mir und Gott steht, wenn ich das annehme, das betont, ich kann direkt Access nur Arm zu kommen, nur Gott zu kommen, für Gott zu stehen. Und dann Hebräer 4 sagt, hier sagt es das, er sagt, du wehen, weil wir mit voller Vertrauen und diesen Genodenstuhl gehen, da wir Mitleid kriegen und Genot fängen zu der rechten Zeit, wenn uns der Help nötig fehlen wird. Er sagt das einfach hier, nu wenn Jesus das getan hat, dass er das hängen, diese Wand gegangen und hat betont und der Gardin ist nicht wach, nu als heute Genodenstuhl geworden für uns, dann sagt er, du wegen, weil wir nu mit voller Vertrauen daheim gehen, ohne Zweifel. Das wird uns nichts passieren, da du diese Wort betont, du wirst das Blut vergoten für eine ewige Radung. Und nu sagt der Schreiber hier, nu kann voll Vertrauen in diesen Genodenstuhl gehen, ohne zu zweifeln, dass du wird keiner sein. Wie Jesus ist du. Er sagt du, er lügt du von jeder einer. Wenn du Jesus nicht hast, angenommen nach den ersten Radar, dass diese zwischen Himmel und Erde, dann haben wir diesen Sinn von dir erst, dann sagt er lügt du. Wie den Genodenstuhl. Er will Gemeinschaft haben mit dir und er will haben, dass auch diese kann frei werden von all deinen Sünden und von aller Schuld. Und wenn du Jesus hast, dann lügt er du auch für all deine Gefälle, was du hast. Nicht bloß, erst du bloß aus einem Genodenstuhl für Sinn, aber für all die Gefälle, was ans Leben angehen. Einzige Mal dann sagen wir in der Valley, das nächste Mal sagen wir weiter boven, das nächste Mal weiter unten. Und ich werde ein paar Wochen drehen, als wir in Spanisch Legaut dort fast hatten, ich kann einen Guy abreden und das wird mir so interessant. Er braucht David, wo sich durch die Psalmen immer weiter ausspricht. Er spricht sich aus, wenn er das Seierschlag ging. Er hat nichts vermüht, wenn er zu Gott reden wird. Er hat nichts vermüht, wenn er zu Gott reden wird, die Menschen wird schlecht in jeden Arm. Er hat Gott kreuz mit, wo er sich fühlt. Er hat nichts vermüht, wenn er sich Gott fühlt. Er lobt und preist Gott an Gesang. Wo immer er wird, er spricht sich aus, wie er Gott, diesen Gott, all der was kennengelernt. Und dasselbe Ding kann ich tun. Das ist das Genodenstuhl, wo wir können kreuz down, wo wir beiden stehen, wer Ramans erst Wort in uns Leben geht, das du zum Horchen und er will haben, dass wir uns soll gut gehen. Das ist was er erst. Und das andere Ding ist, wenn wir kicken down in den ersten Johannesbrief durch Vers Kapitel 2. Du sagst, es steht, Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont. Und nicht nur bis dort, auch für alle Menschen auf der Welt. Und dann Vers 1 sagt, liebe Kinder, ich schrieb euch das, dass die von der Sinn wach blieben. Und wenn aber doch wer sinnen soll, dann habe Jesus Christus, der ohne Sinn ist und der wie Gott dem Vater für uns anstehen hat. Also der wird über den Genodenstuhl ist und der anstehen hat für uns. Und dort ist, was er tut. Und das, was er getan hat. Also er hat dort, was zwischen Himmel und Erde wird, der Sinn, der hat er betont. Der Unterschied ist, nehme ich dort an. Der Unterschied ist dort für mich geworden. Der Unterschied ist, wenn ich wieder in den Genodenstuhl gewesen. Habe ich ihm begegnet. Hat er mein Leben erregt. Ist er mein geworden. Sei ich, dass er du als Nanjegun auch für mich. Oder hängt du nachher an der Wand. Und dort, einen haben wir mir auf 16 verloren, das war nach irgendeinem Zeit mal down für mich. Da kann kein anderer down für dich. Ich schon mal können Priester dort down. Ein Priester, aber nicht mehr.
Nu ist das persönlich. Der Tag ist wahr, persönlich bis für mich und für dich. Da kann kein anderer tun. Aber andere denken erst, wie weit noch, wann zum Beispiel, ich will das Beispiel brauchen, wann du wer gefangen ist, das festgenommen, wenn irgendwo der Arbeit getan hat. Und wenn du durch kommt, du hast musst was betonen, dass der Rechter sagt, du wirst mal was tun, dass der Rüt kann. Und du betulst dort und du kommst nach Hause und die Lieder weiten dort der einzige Weg für den Rüt wird, was zu tun. Was ist die erste Frau? Was für Sache? Was ist die erste Frau? Was wird der Preis? Wie viel? Und weißt du, was uns losgekommen hat, was gekostet? Mir die losgekommen hat, was gekostet. Das hat was gebraucht. Und das, was wir nächstes Jahr noch wollen kicken, was wird der Preis? Was geteilt wird für mich und für dich? Was wird der Preis, dass ich und du kann frei sein? Was wird der Preis, was muss geteilt, um hängen durch alle Heiligste gehen? Um du das einmal betonen für immer. Was wird der Preis, was kostet, der Gardine der Weg zu tun? Was ich und du direkt Access haben zu einem Radar, zu einem Jesus, zu einem allmächtigen und lebenden Gott. So das, wo wir uns nächste Weg wollen bekennen, was wird der Preis? Um dass wir das können haben. Das große Verreich, was Gott uns hat zukommen lassen, und dass er die Gardine darf wahrgenommen und dass wir ewig leben dürfen haben, durch sein Sehen Jesus Christus. Und das hat einen Preis. Und du willst uns nächste Weg noch kicken. Dankeschön. Wir wollen noch einmal hoffen, zum Gebet. Weil wir haben schon vorher, wir danken dir für deine Gnade noch einmal. Wir danken dir, dass du uns so viel Life hast zu uns, dass du wirklich wirst, diesen Preis zu tun, was du getan hast. Dass wir können direkt nach dir kommen, nach diesen Gnadenstell, und du alles für dich bringen. Was das Sinn ist, was andere Dinge, was immer das ist, wir können direkt mit die Gemeinschaft haben. Du danken wir dir für. In Jesu Namen. Amen. Wo der Posen erst stut salig hab für das letzte Leid. Der Leid nennt sich, ich sehe mich einig, Jesus zu fallen. Wer immer Jesus eingenommen hat, und wir sich einig erst, Jesus zu fallen, wer wir mit vollet Hort und mit Kraft singen. Einig, drum Jesus fallen.
Lass uns Hoffnung nicht von sehen. Mocht der Herr die segnen und die Schutz geben. Mocht er die mit Frieden halten und ganz sich zu dir sein. Mocht der Herr dich bei dir bleiben und dir Erfolg und Frieden geben. Amen.